wunderschöne Morgen. Seht ihr online? Gucken, wie noch alles durch ist. Voilà, also wir können ruhig in eine schöne, komfortable Sitzposition kommen. Und wir relaxieren einfach. Voilà, erste Prinzip, wir ersten Eis nur innen. Atmen an, richten das Wirbelsäule schön ab. Fangen wir mal strack schön durch. Voilà, und du kannst die verschiedenen Exercise holen, für wirklich schön los durchzustrecken. Noch 4 einfach schön relaxiert, schon schön entspannt lassen. Ruhig auch ein bisschen noch 4 noch hängen. Tief angeatmet, abgestreckt. Ruhig mit den Händen so kleine Kreise ziehen. Das ist einfach für den Oberkörper. Alles, was Brustkurve ist, ehrlichen Teil vom Körper einfach. Schön ein bisschen zu rüsseln, durchzustrecken. Die Arme weit ab. Halsbereich noch mit dazu. Schön zirkulieren. Da kann ich noch Massagekombi machen. Massagekombi ist einfach ob ihre Quadrizeps. Und beim Ausatmen die leichten Druck ausüben. Ne? Auch Knie, also du kannst auch ruhig über die Knie schön kreisen, halt die Patella ruhig ziehen. Aber beim Abrichten könnt ihr ruhig Hand Kreuz, einfach vom Kreuz aus. Schön los mit den Handflächen. Über die Schamkleid und dann über die Hüfte zur Seite schön verziehen. Und dann kann ich die Hand auf der Hüfte lassen. Und dann geht er einfach so alternativ mit einer Schiller auf 4. Über mit. Und mit der Arme. Das spielt er dann rein, so ein bisschen Mini-Twist. Für in diesen Bereich rein. Und dann strecken. Dann kann den Hego sich aufstellen, Bestimmung an. Und klein ziehen. Die Seite an und ausatmen. Und einfach rüberkommen, den anderen Arm mitziehen. Nur oben ein paar durch und noch 4 einfach ausatmen. Und da kann ich die Hüfte mit einer Hand ziehen, schön los.
seitlich Zähnen hier auch. Ihr könnt auch gerne den Bein ausnehmen holen, falls das besser geht. Voilà. Hier und sich entlang vom Bein. Schön Zähne massieren. Und sich greifen ich immer den Muskel. Und dann drücke ich einfach so zwischen der Schank an den Umfang vom Muskel. Einfach so kleine Kreise am Daumen. Und am Rest von der Hand zählen ich den Sichtfanger so nach oben. Und mit dieser Partie von der Hand massieren ich dann hier wirklich fort. Da kann ich aufhören einfach mit der Hand. Schön Zähne massieren gehen. Auch so nach draußen einfach abmachen. Das zum Beispiel, wenn man am Tag für relativ viel B-Stretching gemacht hat oder so, da kann ich das schön machen. Geht auch immer gut, also für einen Weekend, wenn ich ganz hoch auf die B war. Da kann ich auch eine Hand auf die Arme setzen, da lassen sich für ein bisschen die Kraft zu holen, mit Dave können zu gehen. Am Tennisball könnt ihr auch holen, ne? Tennisball ruhig drüber rollen, schön gemütlich. Voilà, ruhig ausnehmen mit den Armen. Und hier einfach die Hüfte spüren, Wave an, Wave aus. Ausgeatmet, wirklich über die Hüfte zur Seite einfach. Da kann ich meinen Oberkörper ein bisschen jetzt längs ziehen. Wir können doch die Schulter matt holen. So kleine Erdtasche. Um sich für heute ein bisschen zu stracken. So kann ich noch so kleine Exerzice machen. Also hier zugefallen Hände. Und dann möchte ich so kleine Kreise mit den Händen. Vorsicht, den dann mit den Händen ein bisschen wie weit Fahrschulchaos zu strecken. Und dann machen wir das ein paar Mal. Und versuche den Weg schon gut im Sitzen zu bleiben. Aber könnt auch ruhig an die andere Richtung, also links anfangen.
Hannen wirklich. Schön haben wir klein einfach noch an. Sehen wir es schön gleich. Und dann machen wir Exercice eben für den Schulterbereich. Wenn man da hilft, kann ich noch so hier als langsam so ganz kleine Übungen machen. Auch noch Hand schön sehen. Da lesen sich dann Zeit, aber kann ich noch die Distanz zwischen den Ellbogen und den Knien all hier so ein bisschen verändern. Dazwischen immer wenn wir bis da hochkommen, schön entspannen. Oder auch wenn es schön durchfließt, sehen. Voilà, da kann man sich schön durch auf den Bauch legen. Ich gehe einfach hier jetzt links schön durch am Fuß. Da kann ich noch so kleine Kreise machen. Voilà, Knie umdrehen.
eine Variante ist, just mal Floß haben und die andere Variante ist eben, wie weit man gehen kann. Mit der Hüfte am Hai eben Gluten. Voilà, da kann ich mit der Hüfte hier jetzt links so schön ausbalancieren. Voilà, machen einfach Fuß spitzen und Boden. Und wir versuchen Beine wirklich umzuspannen, Beine und Gluten. Da kann ich noch mit der Hüfte ein bisschen vom Boden abheben. Und schön los relâchieren, posieren. Face und Kürz, schön los. Knie sind noch gewinkelt. Von hier aus wollen wir einfach die Rechtshand zu der rechten Seite aus vom Boden. Und wir greifen und sich über mal zum Fuß greifen. Genau. Schön los. Ziehen nächst schneller zu den Augen zu. Und dann noch unten. Voilà, für die, die wollen, da können dann die Kraft vom Fuß holen. Und schön los einfach nach unten ziehen. Du musst 4 auch gar nicht zu weit rankommen. Wenn der aber Lust tut, dann können wir erst dann einfach um 4 den Arm absteigen. Das ist dafür heute diese Bereiche ein bisschen zu stärken. Du kannst dann am Fuß noch angreifen, in dem Sinn den Arm schön durchgestreckt hat. Dafür rufen, einfach nicht schön los und ausatmen nur alle. Links weiter, so links Arm schön durchgestreckt nach oben. Hai wirklich spüren. Relâchieren. Ihr könnt auch erst mal am Fuß nach unten kommen oder einfach an der Luft bleiben. Voilà, nächstes Schüler zu den Augen ziehen und dann noch innen einfach Arm durchstrecken. Schüler um Fuß. Knie kann noch vom Boden abgehoben gehen. Relâchieren, wir kommen ab. Strecken uns noch mal schön durch. Bei der gucken zwischen den Händen kommen einfach walk, 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 nur 4. Face schön zusammen. Voilà, schön geankert. Atmen anstrecken als schön hoch. Atmen ausgehen und forward fold Uttanasana. B schön durchgestreckt, kriecht. Uttanasana B. Ein Hand an der andere auf die Boden, Knie im Boden, Cobra. Downward Dog. Dann Bein schön durchstrecken. Wir können auch Alternative einfach ihr Knie aufwinkeln, den anderen Fuß an der Lade einfach haben. Dann wirklich progressiv einfach. Dann die Schritte ein bisschen ab.
Und dann gehen wir mit der linken Hand zum kurzen Fuß, kurzes Bein. Voilà, sitzen die Hand auf, werden die Maschine abwiegen und auch jetzt Hand links Bein. Durchstrecken. Mit den Händen schön walk, walk to the face. Die Face schön zusammen. Rück schön riecht. Und Knie schön angewinkelt, forward, forward. Hände über das Kreuz. Wieso da so moin? Hand schön zusammen. Nice walk, walk. Einfach schön auf 4. Voilà, hier kann ich dann schön los einfach sich versuchen zu balancieren. Fuß den anderen. Wir werden bis Fuß schön platt am Boden aus. Hier mal dann den anderen einfach aufsetzen, balancieren. Und dann kann ich ein bisschen Balance trainieren. Einfach so alternative Fuß und Kreuz. Ne? Wir können doch, wenn zu viel aus der Fuß ruhig nur 4 wollen, wäre doch merken, Fuß nur 4 oder Fuß nur Hand, fühlt sich ein bisschen anders an. Ne? Ich kann die verschiedenen Varianten ausprobieren. Wir können doch Bein über Kreuz holen, das wird 4 aus. Und dann einfach versuchen, Fuß zu balancieren. 4, da seitlich und noch Hand. Und versuchen, sich ein bisschen mehr lang zu balancieren. Guckt auch, dass der Fuß schön aufgestellt ist, wie ihr das macht. Einfach einen ruhigen Punkt für mich aussichern, darauf fokussieren. Voilà, schön durch so Knie gehen, Oberkörper nach unten. Voilà, ruhig auch noch die Blute rauf. Seitlich sieht das so aus. Du kannst dann wirklich noch unten. Und heute drücken wir dann die Beine schön durch. Oberkörper bleibt schön nach unten. Dann für Robben verliest klein umwickeln am Oberkörper. Schön durchdekollieren. Diese spüren, dass meine Schultern und Ohren schön leicht sind. An den Backbereich noch ein kleines Ajustement machen, da der Schulkreuz korrigiert. Die spürt normalerweise direkt um die Glute. Die Glutemuskeln nicht gespannt sind. Das ist ein kleiner Backenshift von der Schrank aus. Knie schön alignieren mit dem Face. Ne? Und einfach wie weit zu den Schenkeln, soweit es für dich geht. Handgelenk los und dann Bein durchgestreckt. Voilà, hier kann ich dann alternativ einfach rüber auf die Trittbein gehen.
Wir können auch Glocken nutzen. Glocken ist einfach Zahnhand rund und nicht zum Bein zuziehen. Das ist ein bisschen wie stark dann den Hand. Andererseits ist es just einfach eine Balance. Also die spielt Balance von der Hüfte aus, rechts, links. Spielt auch und sind einfach dann high. Die Hüfte ein bisschen. Spielt mich stark high in der Wut. Stretchen Bein. Die können auch nicht am Knie gehen. Das ist einfach für zu vermeiden, dass das Stretch halt zu intensiv ist. Da ich vielleicht ein Krampchen holt. Voilà, Ebi kann umgewinkelt bleiben, nicht einmal durchgestreckt. Und wir balancieren einfach schön durch. Voilà, da könnt ihr eine Hand noch mit. Legen Sie einfach schön noch mit. Dann schön durchstrecken. Nach oben könnt ihr ruhig auch die Körper hochziehen, sodass das Stretch im Schaubereich spielt. Und schön durch mit der Hand und den Arm hochgehen. Voilà, schön nach oben. Könnt auch die Hand auf der linken Hüfte platzieren. Mit der Schelle, mit der Rätselschelle, wie weit noch angreifen. Oder an der Mitte einfach. Voilà. Schön den Stretch. Heute die Hand als Support einfach auf der Wirbelsäule, noch nicht stark. Können wir am Ellbogen mit der Schelle noch anzugreifen. Für die Wirsel einfach nicht schön durchgekriecht. Die Hand raus und Boden platziert. Voilà, auch heute einfach nicht einfach mit die Arme. Und links die Hand holen, einfach schön durch den Ohren. Voilà, weg. Und spiele beim Ellbogen mit der Schelle. Sie spielt doch heim. Du eben nicht stark Stretch von der eben Drehung macht. Auf jeden Fall dieser Bereich vom Körper. Brustgriff. Und jetzt schön durch, Knie umgewinkelt oder Körper hängen los. Dann kann ich so kleine Exerzice machen, das sind so für die Schultern. Schön zu entspannen. Gleich sehen Sie einfach hängen, wir können doch so mit kleinen Movementen einfach nur innen so zählen, wie man der Tango innen zählen oder losbalancieren. Da kann ich einfach von heute nur 4 balancieren gehen. Für runterzukommen, einfach ins Knie. Wirklich schön durch. Und dann löst die Stuhlzeit, bis das Hüft nicht riech wird. Tief angeatmet eher Schere. Nur komplett durchstrecken, seitlich könnt ihr euch reinlehnen, wirklich rein, Öffnung spüren. Wat met me schöne Ohren. Und wenn du weit gehen willst, du kannst auch ruhig den Arm holen, auch hier vergreifen. Ne? Kann ich doch in der Mauer machen, in der Mauer ist so. Du kannst da die Mauer als Stein holen. Das Ding dann einfach viel Schmäh nur einen durchzugreifen. Und da könnt ihr hier einfach die platzieren gehen und dann relativ einfach drehen. Ne? Ihr könnt auch hier so kleine Drehungen machen, wo ihr einfach zu der Mauer hinguckt, zu eurer rechten Hand, dann innen den Arm durch und dann noch Hand durchstrecken.
Und kann ich die Übung noch einfach fast unter der Mauer machen. An der Seite braucht ihr dann just noch den Körper zu drehen und du einfach das Stretch zu spüren. Und hier könnt ihr dann mit der innersten Hand auf der Mauer holen. Versuchen hier richtig zu bleiben. Und du kannst ihn dann so einfach unter der Mauer noch einfach. Mal oder um die Beine, du kannst auch einfach Bein, Fischbein über das Kreuz sitzen. Voilà, und dann am besten an der Mauer. Da sieht ihr auch Licht mit dem Erd. Und dann könnt ihr hier dann zum Beispiel Licht direkt machen. Das ist einfach Allform, trifft nur Hand. Ich durchdrücken. Und einfach unter der Mauer eine Hand nur der andere hoch. Hier könnt ihr da so Planken machen, einfach hier Beckenbereich schön riecht, Plankform, Bein engagieren. Und dann nur innen einfach drücken, auch ab. Hier ist wirklich wie von der Breder machen. Weil ihr könnt auch mir noch unter der Mauer, das dann einfach unter der Kraft nicht tut, einfach mit noch und Mauer stellen. Und kann ich dann einfach mit den Fingern so Kupferschirm machen, aufsteipen. Da renforciert da auch noch die Handgelenke. Ne? Voilà, die andere Approche ist Elbe zur Seite, ne? Also mein Elbe ist so, unter der Mauer und dann drückt er fest. Das ist dann halt für diesen Bereich halt vom Trizeps gut. Voilà, bis der Kabel zwischen der Mauer aus. Hier kann ich dann den Griff mir weit machen, feststrecken. Seitlich geseitet so aus. Voilà, Horizontalform einfach raufgehen. Und dann gucken ich dann einfach mit dem Bein, dass du den richtigen Winkel von der Bein weg. Von hier aus kann ich den ganzen Fuß aufwinkeln. Noch geht er dann einfach an den Warrior 1. Ne? Fuß ist schön riecht, noch ein bisschen durchgestreckt. Tief abgeatmet, Ärmchen ab. Zieh dich ruhig nach oben. Ausgeatmet zu der Seite. Über den Kreuz. Hier ein Verballungsband vom Oberkörper. Einfach unhalten. Dann schön du auf eure linke Fußgewicht. Hier ist einfach die Füße abheben. Fußspitze dann blöd. Und die streckt links Bein. Hier das Bein aus dem Fuß geflaxt. Nächst links angewinkelt, schön los. Noch von hier aus kann man noch 4 Zähne Knie. Balancieren einfach am Fuß. Noch von hier aus machen wir seitlich. Bein durchstrecken. Aufwinkeln und nächstes Mal hangen. Voilà,
das ganz am Aufwärtseln ist 4, jetzt Fuß aufwärtseln und dann ein nächsten Schritt. Da muss ich noch 4 Stück näher mal gucken, da linear das. Voilà, ein nächstes Mal den Arm schön grob durchstrecken. Ausnehmen, ich wird Kreuz, noch 4 gelehnt. Voilà, Fuß, habe ich den Fuß nicht fest abheben, Fuß spitzen. Und dann dreht das Bein durchstrecken. Noch 4, seitlich. Und dann können wir jetzt ausbalancieren. Und dann ist schön aufwinkeln, alternative Knie hoch. Mit der Hand ruhig nach oben ziehen. Aufstellen. Voilà, wir lassen uns schön noch umgleiten. Schön nach unten weg. Schön los. Hallo Kali. Schön los noch umgleiten. Ihr könnt Face ausnehmen machen, ne? Und auch von hier aus kann ich sich ein bisschen ranlehnen, mit den Händen schön unter die Beine. Das ist unser Schei aus dem Bauch schön rund, rechts schön rund, ne? Da steigt man die Hände zu der Seite, schön los. Tisch den einen Arm Ellbogen hoch und dann den anderen Arm. Könnt auch ruhig die Knie matt ziehen. Zu der Seite einfach schön durchstrecken. Ne? Ruhig einfach just Beine am Ärmel. Und also ganz klein Balancement machen. Voilà, ich kann durchstrecken. Links Bein ist durchgestreckt an der Löte, rechts Bein aufgewinkelt. Und ihr müsst uns keinen Druck Bein ausüben von der Löte. Aber stretch gern hat, du kannst auch ruhig so runter. Oder wenn da nicht Druck kommt, einfach so heim und Bein, dann einfach mit den Händen nur oben Licht ziehen. Ne? Andernfalls bleiben die Hände einfach just drauf oder schön über das Kreuz. Voilà, dann kann ich noch den Lock mit fangen, wenn der Tisch, wenn man nicht flexibel sieht, am Druck kommt, du kannst dann Hand im Bein einfach oder festholen, Bein zum Oberkörper ziehen oder carrément den Fuß. Meistens ist es so mit der Hand, greift den dann entweder fest mit vom Fuß oder einfach die Decke safe. Du kannst halt dann so ein Lock machen am Finger. Voilà, gut das Stretch spüren. Dann ist schön los umwinkeln. Einfach so austrippeln, dass wir uns einfach für heute sehen. Dann kann ich Milze kriegen. Bein ist durchstrecken jetzt. Falls es kurz zu viel ist und ihr spürt heute, als 10 zu viel gestrengt, dann einfach just leichte Knie umgewinkelt los. Da könnt ihr heim mit der Hand nach drin einfach
du kleine Massage machen, mit den Fingern so kleine Kräser ziehen. Voilà, schön Knie zur Seite einfach. Ich greife mein Face, Knie bleiben zur Seite, das heißt so ist noch für Töpfe. Voilà, du kannst schon das Face von den Händen wegstrecken. Ne? Das ist einfach für der noch zusätzlich zu strecken, Schulterbereich. Und hauptsächlich auch seitlich, das Partie von der Sehne, vom Bein, vom Fuß. Voilà, und dann fest noch innen. Und du kannst wirklich dann zählen, also die will zu der Seite und zählen fest zu nehmen. Falls ihr nicht druckt mit den Händen, kann ich noch einfach gut rund um den Face schnallen. Voilà, ich kann in der Ruhe und Meditation abholen. Dann kannst du gerne drauf lauschen, ihre Gefühlslehre. Oder beim Ausatmen versucht man einfach nur innen alles das, was du nicht brauchst, loszulassen. Einfach just Kontakt mit dem Boden abzuholen. Du kannst auch gerne die Hände platt am Boden sitzen, Face. Und dann sollte einfach das Gefühl von der Erdung gehen. Ne? Erdung, Stabilität, feste Fuß am Boden zu haben. Das kann ich eben nochmal assoziieren. Ne? Kontaktpunkt. Beschleiche sicher am Boden. Oder beim Ausatmen noch innen. Du kannst da wirklich vorstellen, wie der Körper so Wurzeln am Boden anhält. Wie stark verankert das, gefestigt das. Zum Beispiel beim Entspannen, du kannst sich noch vorstellen, den einfach bei einer fluffiger Wolle. Voilà, versuch einfach die Energie wohlzuholen, also von der Zehenspitze bis runter um den Kopf. Kann ich noch gerne die Hände unter dem Kopf verschränken. Das gibt auch sich die Möglichkeit, nach dem Kopf einfach so kleine Exerzice zu machen. Da kann ich einfach den Kopf auf den Händen rollen und dann mit der innersten Partie von der Hand wirklich randrücken. Leichtes Stretching da einfach zu spüren. Es sind auch so kleine Übungen, die kann ich morgens einfach direkt noch im Abstuhl machen. Oder einfach erst ans Bad gehst. Da kann ich noch wirklich den Kopf strecken. Einfach zwischen den Knien gucken, schön los. Kommt zum Oberkörper. Und dann relaxieren ich einfach schön los. Mit den Fingern, mit dem Daumen, da mache ich dann einfach so kleine Kreise in den Halsbereich, einfach in der Schank.
Voilà, da kann ich schön massieren gehen. Voilà, für Zeit auch um Boden auszunutzen, wir können dann einfach jetzt den Fuß drüber. Man kann in der schönen Hose einfach mal Fuß balancieren. Und eins mache ich einfach Tatsmassage, ne? Für so schön durch. Ja, die können auch mal voll so kleinen Kreis machen, das zum Beispiel, wenn da die Knie noch zusätzlich ein bisschen mobilisieren wollt. Du möchtest den dann einfach so, kann ich klein aufhängen, einfach Kreise groß machen. Dann. Voilà, kann ich ein kleines Stück beiziehen. Voilà, dann drücken wir einfach die Face ab. Wir sind am Mini-Boat-Pose. Halbe Wasser, du stellst mich einfach die Hände ab. Engagiere meinen Bauchmuskeln, also Oberkörper schön riecht. Dann gucken, dass den Rücken riecht. Aus dem Tisch, den Moment ziehen mich einfach mit dem Atem. Anatmen an. Schöne Schema Hände durchgespannt. Ja? Dann kann ich dann ein bisschen hängen. Ich spüre doch rein, das Stretch und die Quadriceps. Ne? Und atmen aus, reduzieren einfach mein Face-Movement. Ein anderer Approach dazu, wenn es mir avanciert passt, du brauchst dich nicht noch einen aufzusteigen, also einfach die Hände unter die Knie, als schön durch dann mit dem Face rauszukommen. Mehr justieren am Oberkörper, kann ich dann den Moment auch durchstrecken oder einfach rein innen drinnen, zur Seite, unter dem Knie einfach. Oder schön durchgestreckt. Ne? Teil in ein paar Sekunden und dann geht ihn einfach mal Gewicht von der Face schön auf. Da kann ich sich einfach nur innen aufholen, dann heißt direkt schön riecht. Also, das heißt doch mal so ein schöneres schön rund. Über den Kopf, Arm durchstrecken, Bein, Face nur innen. Und da kann ich einfach von heu aus so kleine Vignetten machen, wo du den Schraub trägst. Spürst du auch in den Bauchmuskeln, Bauchmuskeln engagieren. Da Wasser nach. So 10 Sekunden lang halten oder 5. Wenn plötzlich viel ist mit dem Face an der Luft, kannst du das Face ruhig aufsetzen auf den Boden. Und dann schön du einfach am Fingertag. Ich werde den Kopf durchstrecken, nur eine. Voilà, das war eine Serie von 5. Voilà, die andere Alternative, wenn du nicht immer so ruhig sitzen willst, seitlich mit den Händen. Nur 4, die Hände durchgestreckt,
Im Ofen zähle ich mich noch. Und dann lehne ich mich nicht so senkrecht. Und dann habe ich einfach zu der linken Seite. Schön riecht, nur Ofen und ausatmen. Auch nicht einfach schön Lust für so einen Boden aufrollen. Dann einfach mal die Knie schön jetzt links. Kann sich auch den Bauchbereich ein bisschen tapotieren. Zum Beispiel, wenn ich gewohnt nicht tut, absent zu machen, einfach schön los. Und nicht Käse gern. Voilà, löse einfach mal die Knie seitlich einfach. Schön drehen lassen. Kannst du die Hand noch mit der Hand aufsteigen, um zu vermeiden, dass sich die Körper zu viel kippt. Voilà, hier kriegst du dann wieder mal doch eine Streckung. Bauchbereich helfen noch blicken über der Hüfte. Kannst auch gerne mit der Hand die Hüfte noch innen einfach so drücken, ziehen. Voilà, nicht schön loslassen. Seitlich einfach rüber auf die linke Seite, schön los mit den Knien. Auch heißt es so weit gehen, dass für den Rücken angenehm ist. Ich ging am Anfang mit den Schultern am Boden bleiben und dann just mit den Knien so weit gehen, dass du siehst, mein Rücken fühlt sich gut an. Vielleicht am Anfang kann es sein, dass den Knien just ein bisschen so 20 Grad gedreht kriegst, also high. Vom Kreis aus. Und dann mit der Zeit kann ich doch wirklich nie weit hochgehen. Ne? Wenn es zu viel ist, du willst dann austesten mit den Knien zur Seite und du weißt nicht, ob es zu viel ist, du kannst dann den Moment den Kreuzhand über den Kreis und den Brustkopf halten. Voilà. Und mit den Schultern gehst du dann mit, wenn es den Rotation zur Seite muss. Ne? Den Moment vermeidest du dann auch rein, da zusätzlich etwas flanken zu gehen. Und dann einfach für zurück. Nicht schön los über den Rücken. Schön los zurück. Und auf der anderen Seite nicht nämlich. Hältst dich dann einfach mit dem Arm auf der Hand. Und dann gehst du einfach mit. Ne? Guckst dann. Aber wenn es zu viel ist, geht schon dann einfach mit zur Seite. Voilà, andererseits, wenn du siehst, das ist kein Problem, du kannst dann ein Bein durchstrecken, hier die Knie aufwinkeln, dann einfach progressiv schön los. Mit der anderen Hand einfach die Knie noch ziehen. Ne? Du kannst dann den Arm durchstrecken, einfach in die entgegengesetzte Richtung gucken. Ich mache klar schnell durchlaufen mit seinem Puls, du kannst ruhig ein paar Minuten liegen bleiben. Ne? Für rauszukommen, also dann vor beiden Knien aufgewinkelt, schule mich dann auf eine Seite und stelle mich dann einfach auf. Voilà, das sind wir einfach nächst. Oben. Voilà, hier kannst du einfach nächst dann so machen. Wir halten die Hand schön abnehmen. Schön fest. Dann einfach auf da platzieren. Voilà, über das Gesicht einfach schön los. Über die Taupen. Erst fangen. Einfach so aus dem Leben ziehen. Voilà, ich mache einfach aufschließen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Weekend.